Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. Den 8. März als internationale Frauentag, weil ich mich seit ich politisch tätig bin, und noch schon niedrig 1965 Deputierte gesehen, für die Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Männern ersetzen, besonders auch an nationalen, europäischen, an internationalen Organisationen, kann ich natürlich diese Gelegenheit nicht verpassen, für nur 42 Jahre parlamentarischer Arbeit an der Chambre und am Europaparlament ein Bilan zu machen. Am Europaparlament haben wir auch den 8. März gefeiert. Das können wir da mit gutem Gewissen machen, weil das Europaparlament als eine Kommission für Frauenrechte und Chancengleichheit wirklich der Motor war und ist für auf alle Gebiete und auf alle Niveaus gleich Rechte und Chancen für Frauen und Männer zu fördern und sicherzustellen. Ohne die europäische Legislation, die besonders seit 1975 in Form von Richtlinien noch beigestellt wurde, wären wir zu Lützeburg der Gleichberechtigung nicht so schnell vorgekommen, wie das der Fall ist. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie wann gestern gewesen wäre, wie die sozialistisch-liberale Regierung 1976 es nicht wollte, dass Direktiven von 1975 über gleichen Lohn für gleich oder gleichwertige Arbeit auch ging gelten für die berühmte Allokation des Chefs de Famille, für die Staatsbeamten an den ganzen öffentlichen Sektor, die Allokation, die damals die bestörten Frauen, die beim Staat und am öffentlichen Sektor geschafft und nicht gruten. Gesetz wird dono müsse geändert gehen, und am ganzen öffentlichen Sektor sind damals 700 Millionen Franken rückwirkend und die diskriminierte Frau bezahlt gehen. Viel später hat Gemeng Peting müssen blechen, mit meiner Unterstützung und dort Putzfrauen geklot und gewonnen, weil sie nicht die gleiche Lohn kruten wie die Putzmänner. Für die gleiche Arbeit, sie kruten zusammen 25 Millionen Franken rückwirkend ausbezahlt. Aufgrund von einer europäischen Direktive von 76 haben wir das Armeegesetz müssen ändern, sodass nicht nur männlich, sondern auch weiblich Volontären rekrutiert gehen, denen ja bekanntlich Posten am Sektor publik reserviert gehen. Und von denen Posten waren Frauen bis dahin ausgeschlossen, und dafür haben wir das müssen ändern. Beim Zugang zur Ausbildung für Schulmeister und Lehrerin. Anderes Beispiel, an den Primärschulen haben wir auch aufgrund von einer europäischen Richtlinie unser System ändern müssen, weil Mädchen, die besser am Primärsexamen aufgeschnitten haben wie die Jungen, nicht zur Ausbildung zugelassen wurden am Institut Pädagogik aufgrund von der Praxis von damals, dass genau so viele Jungen wie Mädchen am Kader von einem Numerus Clausus akzeptiert wurden. Das hat allerdings dazu geführt, dass wir bald nicht mehr Lehrerinnen ausbilden, also eine bald total Feminisation von dem Beruf, was auch nicht gesund ist. Wir müssen da geschwind wahrscheinlich eine Aktion positiv für die Jungen denken. Das sind ein paar Beispiele. Es gibt noch andere, auch an der Security Social, wo wir das Gesetz müssen ändern, an den 70er Jahren, wo auch da 25 Millionen Franken am Spiel waren, die berufstätige Frauen zum Beispiel bei Invalidenrenten diskriminiert waren. Wir vergessen über der positive Entwicklung natürlich nicht, dass auch wenn ein paar Bayer haut vieles an der Reihe ist, an der Praxis nach happert. Besonders was Lohngleichheit angeht, weil an der Lützeburger Diskussion den Frauentag 2007 lorem die eigenständige Sozialsicherheit von der Frauen, Stichwort Individualisation an das Splitting von den Pensionsrechten beim Divorce ein Top-Thema ist, will ich auch dazu heute mal etwas so richtig stellen, was eine Vertreterin vom Conseil National des Femmes auf RTL letzte Woche, wo sie interviewt gab, zum Besten gehen hat. Sie hat gemeint, es gibt schon 20 Jahre über das Splitting diskutiert gehen. Sie ist sicher zu jung für zu wissen, dass ich 1971 an der Chambre die Reform vom Divorce nicht gestimmt habe,
weil man damals nur dem deutschen Beispiel, den Zerrüttungsprinzip, an als Gesetzgebung angefordert tun, das heißt, dass sich gegen eine Schädigung nicht mehr wehren kann, auch wenn nicht schuldig ist, dass man aber der Korollär von dem Prinzip, an das der Versorgungsausgleich nicht vorgesehen und das heißt, dass seither viele Frauen, die lang bestört waren, daheim den Staat gemacht und Kinder gezählt und mit 50 oder mehr Jahren divorciert gesehen, dass die am Recht stehen haut, ohne soziale Sicherheit, ohne Renterechte. Das damals, 70, versprach gegen das Problem vom Splitting, gave bei der nächsten Rentereform geregelt, weil sie den Versorgungsausgleich nicht geregelt tun bei dem Divorcegesetz, dem damalige Sozialminister Santer, den hat doch ugangs 80er Jahren ein Projekt de loi deponiert, an dem das Splitting vorgesehen war. Seit 1980 hat das Komitee du Travail Feminin in der Menge Präsidentschaft das Problem an sich Sitzungen behandelt, da Vorschläge gemacht, für ihn zu regeln. Es sind noch an den 90er Jahren Gesetzprojekte für den privaten und sogar für den öffentlichen Sektor deponiert gehen, für das Splitting anzuführen. Mehr seit 1973, also nur 29 Jahre, als nicht dezidiert gehen, weil es zu Lützeburg nicht vorgegangen ist. An dem Dossier habe ich 1991 als Europadeputiert eine Resolution deponiert, an der die Europäische Kommission abgefordert wurde, eine europäische Regelung an dem Domain auszuschaffen, für das an alle Memberstaaten das Splitting von der Renterechte bei Schädigung angefordert wird. Aufgrund von der Resolution hat die Frauenkommission 1993 einen Bericht vorgelegt, der 1994 endlich am Plenum vom Europaparlament diskutiert und noch angeholt wurde. Mit Kommission, der EU-Kommission, die 13 Jahre also abgefordert wurde, auch eine Solution zu schlagen, für das das Splitting angefordert ging, da dann auch für den Schädungstourismus an der EU zu verhindern, die hat nichts gemacht. Wir brauchen also, wenn ich das alles erklärt habe, was wir alles gemacht haben, an dem Dossier evaluiert, proposiert haben, da brauchen wir zu Lützeburg an diesem Dossier, wie gesagt, nicht neu zu erfahren, weil Lesungen, die leihen dich. Was fehlt, das ist der politische Willen. Wenn es nach ein paar Jahren dauert, da sind die meisten Frauen, die no Mariage nie mehr berufstätig waren, die von meiner Generation und noch ein bisschen mehr jung, die sich auch nach hier Beiträge, die sie bezahlt hatten an Pensionskäse bei Mariage ausbezahlen gelassen und die dann, wie gesagt, mit 50 mehr geschädigt wurden, da sind die geschwind ausgestorben. Und ob die biologische Lösung vom Problem spekulieren natürlich all die, die von einem Versorgungsausgleich bei Schädigung nicht wissen wollen, ohne Rücksicht auf die Misere, an dem sie die Frage stehen lassen. Sonst geht aber da ganz viel über Armut zu Lützeburg gefaselt. Aber das sind die ärmsten Leute, so nicht immer, die darin erfallen, für den hier Problem wir bis jetzt keine Lösung hatten. Lo diskutieren wir ja rum über die Schädungsreform zu Lützeburg. Gewisse Politiker wollen den Richter überlassen, für dann darüber zu bestimmen, ob Renterechte gedeelt gehen, die während der Mariage rüber tut. Wenn weiß, dass wie die Deutsch sieht, auf hoher See und vor Gericht in Gottes Hand ist, dann muss das verhindern. Und das Problem, so wie doch das Europäische Parlament seit 1994 fordert, am Kader von der Sécurité Sociale regeln, gleichzeitig natürlich auch die eigenständige Sozialsicherheit für Männer und Frauen organisieren. Weil es seit kurzem zu Lützeburg den AHL gibt, das ist die Association des Hommes du Luxembourg, könnt natürlich auch nach viel Arbeit dabei so, für besonders auf dem Gebiet den Mentalitätswandel, nicht nur bei den männlichen Politikern, aber auch bei vielen Männern und manchen Frauen herbeizuführen.